Servus, Waldmusik-Fans! Es ist wieder Wochenende, das heißt, es ist wieder Zeit für einen Lockerungssong. Diesmal einen Lockerungssong und Premiere, ich sage es, sogar ein Lockerungsgestanzel. Sowas haben wir noch nicht gehabt, denn wir haben heute wieder zwei Gäste da. Und zwar ist es zum einen der Eichinger Andi, seines Zeichens Hochzeitslader und noch viel, viel mehr, aber darauf werden wir eh noch zum Sprecher kommen heute. Und sein Spätzl, der Elmar Pfänder, sozusagen der beste Nachspieler in der Welt. Aber auf das werden wir hoffentlich auch noch zum Sprecher kommen. Jetzt übergebe ich gleich einmal das Wort an die Andi. Stellt euch einmal bitte vor. Ja, servus Waldmusik-Fans. Der Alex hat schon ganz viel Richtiges gesagt. Ich bin der Eichinger Andi. Bloß sind wir heute nicht beim Alex zu Gast. Er ist in St. Engelmart zu Gast. Ein bisschen Werbung muss an dieser Stelle natürlich sein. Ja, und zum Gesteinselsinger bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Wir haben damals eine Faschingshochzeit gehabt und ich war schon im Lehramtsstudium. Und dann hat es geheißen, Mensch, Schullehrer, zum Arbeiten bist du eh nicht so zum Brauchen. Mach lieber was die geistig ein wenig austoben kannst. Und dann bin ich mehr und mehr in diese Schiene zum Gesteinselsinger eingewachsen und es macht eine Riesenfreude bis heute und darum sitze ich auch da und mich freut, dass wir miteinander da sitzen. Ja, mein Name ist, wie der Alex schon gesagt hat, Elmar Pfänder. Ich tue einen Andi ab und zu begleiten, wenn er seine Auftritte hat. Mit 6 Jahren habe ich angefangen zum Musikspielen, also zum Lernen. Und jetzt bin ich fast 50, also habe schon etliche Jahre. Sieht man ja gar nicht an, muss man sagen, gell? Nächstes Jahr habe ich Jubiläum. Dieses Jahr hätte ich mit meinem Kompagnon, mit dem Franzi, 20-jähriges Bühnenjubiläum feiern können, aber Corona hat es nicht zulassen. Aber vielleicht kriegen wir es noch nach. Mal schauen, was passiert. Und da sind wir auch schon bei dem Thema. Also es gibt mehrere Besetzungen, oftmals alleine. Immer öfter mit dem Andi und natürlich auch mit dem Franzi zusammen. Diverse Hochzeiten, Gartenfestel etc. Super schön. Jetzt hast du schon gesagt, Andi, wir sind da in St. Engelmar herum. Elmar, kommst du aus St. Engelmar oder wo bist du her? Also Ortsteil Rettenbach gehört zu St. Engelmar dazu, ist Luftlinie, also ich kann fast heimschauen. Obi zu? Obi zu. Ich gehe immer bergab. Muss man schon dazu sagen, weil die meisten Waldmusik-Zuschauerinnen und Zuschauer sind aus dem Landkreis Ring, die sind jetzt da nicht so Firmen, wo es einen Landkreis Straubing-Bonn betrifft, aber Engelmar kennt man natürlich. Naja, Andi, jetzt frage ich dich nochmal. Hochzeitslader haben wir schon gehört, Schullehrer haben wir schon gehört. Was gibt es denn noch über die zum Sagen? Hobbymäßig oder beruflich vielleicht auch noch? Die Frage ist, wo soll man anfangen und wo soll man aufhören? Aber zumindest die wichtigsten Eckpunkte vielleicht. Also, ich muss vielleicht vorweg schicken, dass Lehrer, so scheint es zumindest noch, die Waldmusik-Videos viel Zeit haben, weil am Alex ist das Zeit mit dem Video eingefallen und da hat der furchtbar viel Zeit, dass er spazieren fährt. Und so ein Steckenpferd von mir neben der Musik und der Kunst, das ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, keine Frage, ist vor allen Dingen eine Feuerwehr. Ich bin dort seit vielen Jahren Vorsitzender und leiste auch einen aktiven Dienst. Aber auch politisch darf ich ein bisschen aktiv sein. Ich bin also in meiner Heimatgemeinde jetzt der Bürgermeister und im Landkreis Straubing einer von den Stellvertretern vom Lamme Josef. Das macht unheimlich viel Freude. Man merkt ja, dass man ein bisschen was bewegen kann und sicher muss man da auch die nötige Energie einzwicken. Ja. Und man merkt auch, selbst wenn man im Landkreis Ring die Zeitung aufschlägt, früher war die Josefa Schmid, die am öftersten in der Zeitung drin war. Mittlerweile macht der Andi schon ganz gut Konkurrenz. Gell? Spaß beiseite. Spaß beiseite. Ja, alles gut. Jetzt darf ich wieder zurückgehen zum Hochzeitsladen und zum Gstanzelsinger vor allem, das du ja natürlich gern und leidenschaftlich machst. Und dafür sind wir ja da, dass wir auch singen und spielen miteinander. Wie schaut es denn aus? Elmar, magst du ein Vorspiel und machen wir ein paar rote Jacke-Gstanzel zum Warmwerden und dann noch die Angesitzen hinten noch. Ja, freilich, das packen wir. Sind wir geschickt? Freilich. Ja, dass wir jetzt drittes wieder Musik machen dürfen, das ist schon ein Traum. Und liebe Waldmusik-Fans, jetzt müsst ihr aufpassen, jetzt gibt's was zum Schauen. Ja, dass der
Alexander den Kanal jetzt einmal angelegt hat, das ist schon wirklich eine Freude. Aber ich hab's vorhin betont, beruflich ist dieser Schullehrer, der hat eine Zauzeit. Ja, liebe Fans vom Waldmusik-Channel, darfst uns bitte fleißig liken und klicken. Bitte darfst uns dem gefallen, weil ich hätte eine ganz große Bitte, ich möchte das Video mit dem Ölheim Michi einholen. Weil wir haben da eine Wette am Laufen, ich sag's ungeniert. Und ich glaube, dass nach dieser Wette, wenn wir mir ein bisschen besser waren, der Ölheim Michi uns 52 Liter Bier noch spendiert. Aber im Ernst, jetzt dürfen wir wieder beieinander sitzen und ich kann's euch sagen, es ist schön. Und ich glaube, an Alexander, den muss man da loben, das war wirklich eine klasse Idee. Aber ein bisschen was ist ihm natürlich bei den Wegen passiert, da Lust einmal auf. Heute hat man nicht einmal ein Bier hergestellt, heute da tut er recht brav. Weil er gekommen ist, hat er gesagt, das ist eine trockene Baustelle, das weiß ich genau. Er hat gesagt, bitte heute kurz im Video, er wirst schon weit sau. Aber wir dürfen natürlich den gefallen und die halbe Bier werden wir auch noch nachholen. Das gehört schließlich auch dazu, da uns fortspielt. Die Wirtshäuser sind offen, die reißen wir auch mit. Aber einen Hinweis in eigener Sache, den hab ich jetzt noch. Auch von den Klicks her kommen wir an Corinna und ihre Meinung ganz sicher noch dran. Ich hab jetzt natürlich nicht genau gesehen, wie viele Klicks das die gehabt haben, da sagt ihr schon auch. Dass du so wenig Vertrauen in deine Gäste hast, kannst du denen es nicht sein. Wenn's anders ausgeht, ist mir auch recht. Corinna schaut gut aus, das ist schon nicht schlecht. Doch hier wird der erste Platz natürlich verpumpt und der mich gehört trotzdem noch eine Erfrut. Ja, so schaut das aus, wenn wir einfach spontan ein Bocksteinzel singen. Und spontan, super Andi, und spontan, ich muss wirklich sagen, es ist nichts vorher eingebracht gewesen, gestanzelmäßig. Das ist wirklich immer wieder eine Schau, wie du das magst, einfach aus dem Kopf raus, deine Gestanzel singen. Sag einmal, wie ist denn das? Das wollte ich dich schon lange mal fragen. Hat man da so Eselsbrücken oder lernt man sich da viel auswendig oder wie entsteht so ein Gestanzel? Oder denkst du das von hinten einer? Also, die erste Hölzer, an die kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das war damals in der Quimburg, ich bin dem Brautpaar, ich sage jetzt noch nicht, die sind noch beieinander, aber Deutsch. Ich bin dem Brautpaar sehr, sehr dankbar, dass ich die Scheiß gekriegt habe. Ich habe das immer alles akribisch vorbereitet daheim, weil ich immer so viel Angst gehabt habe, dass mir nichts mehr einfällt. Und war trotzdem so nervös, weil ich dann oft immer gewusst habe, wie muss ich jetzt wieder singen, dass sich das am Schluss ausgeht. Und dann habe ich das erste Mal 2 Halbzeiten hintereinander gehabt und ich bin einfach, weil als Lehrer haben wir auch mit viel Arbeit, weißt du das, bin nicht mehr dazugekommen, dass man was herrichtet und dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen, entweder du singst es so oder du lernst es halt nicht gescheit. Und dann habe ich es einfach einmal probiert und es ist gut gegangen. Und es ist schon so, dass man immer ein paar Wörter im Kopf hat, mit denen man dann wieder ein Gesteinzel bilden kann, aber die Kunst ist ja, dass dann doch bei 5 oder 10 vielleicht noch mal eins wieder dabei sein soll und muss das wieder passt mit Faust aufs Auge, dass das Ganze einfach ein bisschen eine Stimmung hat. Und das hat der Andi super drauf, finde ich. Elmar, jetzt frage ich dich noch, wie lange kennt Senkern ist zwar schon eigentlich? Ist das erst seit ein paar Monaten oder Jahren entstanden oder schon länger? Also, die Familie Eichinger, die kenne ich schon länger. Mit dem Andi, sein Pap, haben wir früher schon in die Wirtshäuser drin Frühschoppen gespielt. Papa von Andi Trompeten bloßen. Und dieser war jetzt auch noch ein bisschen kleiner, aber mit der Harmonie dann schon mitgespielt. Ja, und dann irgendwann, durch die ganzen Vereine in Engelmo,
hauptsächlich eine Feuerwehr, eher Vorstand, ich Kommandant in Rettenbach unten. Also da ist man sich dann auch wieder näher gekommen und so kennt man sich dann, oder lernt man sich auch kennen. Und das Schöne ist ja das, ist ähnlich wie bei uns, wir sind aber nicht nur gute Kollegen, sondern auch ganz gute Freunde und das macht es aus. Das gehört sich schon gesagt, ja. Ja, und musikalisch kennt man einen Singer auch noch miteinander. Das ist ein Stickel, der Depperte Bur heißt das Stickel, das haben wir erst gespielt. Zwar nicht in dieser Besetzung, aber Andi, magst du mal kurz erläutern, wo du das Stickel live das letzte Mal gehört hast vielleicht? Ja, das kann ich ganz kurz erläutern. Jetzt muss ich aber doch ein bisschen ausholen, obwohl ich gesagt habe, ich will kurz fassen, aber ich probiere es wirklich in der gebotenen Kürze. Es gibt ein tolles Projekt, das heißt Wir sind wir noch da. Das geht in eine ähnliche Richtung wie das Projekt von Alex mit dem Waldmusik-Channel. Wir wollten nämlich beweisen, dass die regionale und lokale Kulturszene lebt. Wollten wir da ein bisschen was auf die Füße stellen und das ist sehr gut angekommen im letzten Jahr, als wir es live gestreamt haben. Und heuer haben wir die Gelegenheit gekriegt, bei Niederbayern TV aufzuzeichnen. Unter anderem war die Kotzenbaumusi bei uns zu Gast im Experiment St. Engelmann. Der Meindl Alex ist der KP-Meister. Und in dieser Besetzung der Kotzenbaumusi, das müsst ihr euch anschauen, läuft am 1.8. um 21.30 Uhr auf Niederbayern TV, also da seht ihr das. Da spielen sie auch diesen depperten Burm und wer den vom Alex einmal gehört hat mit der Combo, der hat dann einen Ohrwurm, ist einfach ein unheimlich schönes Lied und wenn er gut gespielt ist, das gibt es schon erst. Genau. Also unbedingt da einschalten, 1.8. 21.30 Uhr. Aber wenn ich noch ganz kurz ins Wort nehmen darf, am 4.7. geht es auch los. Der Elmar ist auch am 1.8. dabei, aber am 4.7. geht es los. Auch um 21.30 Uhr. Genau. Unbedingt einschalten. Wer das nicht sieht, der versammelt muss. Genau. Naja, und jetzt spielen wir mal ein Stückchen von dem, das da kommen wird. Und zwar ist das, wie schon angekündigt, der Depperte Bur. Schau mir das an, glaub, dass du nicht kannst, nimmst mir für die. Ja, was man traut, wissen wir davon, für mich ist du schon. Alles geht nicht um, für meine liebe Frau, da geht ich so gut schon. Dann hast du nicht noch, bist du reiten und hast mich überholt. Sag ihr mir, so sie sein Göttin, die holst mir die Kleider zu. Für die war ich sowieso ohne Weih nur der Depperter Bur. Schwor die Tränen, die auch deine Schönen, sie liegen wunderbar. Geh zurück zu der Golden, der soll auf die Holen. Ich hab längst vergessen, wie schön's mit dir war. Weißt du noch damals, im Kaffeehaus, du mit deinem neuen Stopffreund, aber glaub mir's, ich sag dir eins, für mich ist das Kapitel abgeschlossen. Für mich bist du gestorben. Schau ihn dir so an, dass er hart sein kann, das hättest du dir überlegt. Du, der blöde Hund, ist nicht deppert, dass er sich noch dreht. Sag ihr, wer soll sie sein Göttin, die holst mir die Kleider zu. Für die war ich sowieso ohne Weih nur der Depperter Bur. Spor die Tränen, die auch deine Schönen, die liegen wunderbar.
Cha-cha-cha. Ja, der depperte Bub, ein richtig schönes Stückchen. Naja, schon langsam neigt sich das Video schon wieder dem Ende zu. Haben wir eine schöne Zeit gehabt, haben wir viel geredet. Und ja, mir fällt noch was ein. Ich glaube, wir möchten noch Werbung machen, und zwar für ein zukünftiges Ereignis, das noch stattfindet im August. Okay? Ja, genau, im August ein zukünftiges Ereignis. Oder sie ist selber nicht sagen können. Nein, ihr wisst, liebe Zuschauer vom Waldmusik-Channel, es ist heuer unheimlich schwierig mit Festivitäten. Kulturveranstaltungen sind erlaubt, und so möchte man natürlich auch in der Gemeinde St. Ingemar als Freiwillige Feuerwehr St. Ingemar ein bisschen unseren Beitrag dazu leisten, wenn denn die Witterung mitspielt, dass wir die Menschen eine Kultur ermöglichen und unsere Künstler auch die Möglichkeit zur Auftritte geben. Und ich darf es natürlich an dieser Stelle sagen, ich habe zwei ganz, ganz hervorragende Künstler verpflichtet, Musiker von Weldrum, der Elmar und der Franz. Nein, sind natürlich. Sind der Elmar und der Franz natürlich auch. Die spielen natürlich auch bei Festeln, aber die Musiker, die ich jetzt gemeint habe, die wir mir verpflichtet haben und die mindestens genauso gut sind und also gute Freunde sind der Alex Meindl und der Mich Ölhorn. Und wenn die zwei aufspielen, dann ist das ein Highlight. Also am 7. August im Kurpark, im wunderschönen St. Ingemar, bei der Feuerwehr St. Ingemar, unbedingt vorbeischauen, weil wenn die zwei spielen, das kann ich aus Erfahrung sagen, das rentiert sich. Und ich habe Michi noch gar nicht gesagt, dass das eine Kulturveranstaltung wird, aber Michi, jetzt weißt du das auch. Also ja, passieren. Genau. Ja, jetzt ist es so. So wie nichts, dir nichts, möchte man nicht aufhören. Ich würde sagen, dass wir nochmal ein paar Stanzel backen. Diesmal nicht die Rote Jackel-Melodie, auch nicht die angesetzten, diesmal ganz was anderes, das kommt auf Hochzeiten auch, aber ganz gut an. Ich glaube, zum Schluss aussieht, das ist ein bisschen so was Sentimentales, und dass man sieht, dass der Andi und der Elmar nicht nur das Lustige drauf haben, da die jetzt von meiner Seite schon mal sagen, vielen Dank miteinander, und verabschieden, da wir uns mit den Stanzel. Ja, wir kämen zum Ende, die Zeit war recht schön. Aber jetzt müssen wir auch aufhören, wir Zeit noch zum Gehen. Der war nicht einfach, war eine ganz harte Zeit. Da waren die Samstagsvideos vom Alex ein echtes Highlight. Alex jetzt noch Danke gesagt, das gehört für ein Brot, weil ihr uns nämlich auf diese Weise locker ins Gesicht einzaubert habt. Uns alle noch gegangen, so durch euch kommt. Aber miteinander, da schaffen wir das, und ihr bleibt uns gesund. Man möchte ja noch Danke sagen, weil sie diese so gehört, weil es kann dir so schön nachgespielt, was da bloß die Hälfte wird. Ja,
als Kind das letzte Gestänzel, wo das mir noch gefällt. Wird euch gut und alles Gute und bis bald im Wald. Also danke. Und Edward Bender, Andi Eichinger. Servus, ciao.